Hallo zusammen, Moment, riesen Schachtel. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Review. Das mal nämlich vom Lego City Set 60470 im Arktis Polar Express. Das ist ein Set für 5 Plus, hat ein ferngesteuertes Zugsystem drin, das aus dem Juni 2025 ist. Und es markiert die Rückkehr vom legendären Charakter Johnny Thunder oder Johnny Donner, je nachdem, wie man das haben. Es hat 1517 Teile, es hat 6 Minifiguren, eine davon ist natürlich eben der Johnny Thunder, dann noch 5 Arctic Explorers, 2 Polarfüchse. Der unverbindliche Verkaufspreis ist mal gesehen 199,99 in Dollar, Schweizer Franken und Euro. Der Zug ist, wenn er fertig gebaut ist, 70 cm lang, 8 cm hoch und 6 cm breit. In der Packung drin hat es 30 Schienen, inklusive Kurven und Geraden und 2 Sonderschienen, die ich noch erkläre. Es hat hier drin den Bergtunnel mit Steinfallfunktion und einen Minenschacht und einen Wasserfall. Es hat des Weiteren noch ein Slide von da nach da. Das ist der Aussenposten. Den erkläre ich auch noch erklären. Genau. Für den Zug selber braucht man dann noch 10 Batterien AAA, also AAA-Batterien. Die sind nicht dabei. Man braucht 4 für die Fernbedienung und 6 für den Zug. Genau. Dann haben wir unter anderem eine Kiste mit dem Motor drin. Und ich rede noch nicht alles, einfach so der Motor. Die Kiste war drin in einer Kiste mit Deckel. Der Deckel ist echt drunter. Da drinnen ist dann, sage ich nachher gerade, gesehen, die Kiste ist wiederum im Boden von der grossen Kiste. Genau, in der grossen Kiste sind 11 Säcke mit jeweils noch 2 kleineren Säcken aus Papier. Dann 2 Plastiksäcke mit grossen Teilen sind im grossen Karton und auch alle Schienen, also im kleinen Karton meine ich, da sind alle Schienen drin plus die Plastiksäcke und die Anleitung, respektive der Anleitungssammlungsumschlag. Für die, die das noch nie gesehen haben, ich auch nicht, es ist riesig, denn es hat so viele Anleitungen. Genau, ich sage euch gerade was. Es hat nämlich da drinnen das Schneetraktor, es ist eben kein Schneemobil, es ist ein Schneetraktor. Der hat unter anderem 30 Seiten. Dann haben wir den Aussenposten, der braucht übrigens 2 Säckchen, das erste 1 und hat 86 Seiten. Genau. Dann haben wir die grösste Anleitung überhaupt, das braucht auch am längsten zum Bauen. Also in dieser Zwischenzeit, ich habe das gebaut, meine Jungs haben beide Wege und das Schneemobil gebaut, bis ich das fertig habe. Genau, mit 4 Säckchen, es hat 191 Seiten und ist bei 239 Bauschritten. Das ist der dickeste Schunken. Dann haben wir hier das für den Zug, das hat 2 Säckchen und ist relativ interessant zum Zusammenbauen. Und dann haben wir noch hier die 2 Wege, wo jeweils ein Säckchen braucht. Das hier ist der das ist hier der Panoramawagen und das ist der Flachwagen. Auf dem Flachwagen hat dann noch das Schneetraktormobil-Dings Platz. Und wenn du fertig bist, hast du eine Kleberwagenführung. Ja, tatsächlich, es hat Kleber, aber es hat nicht nur Kleber. Es hat auch ein paar Sachen, die bedruckt sind. Genau, ein Teilentrenner und ja, schon noch einige Teile Führung so. Genau. Und dann sind wir, glaube ich, mit dem, was es so dabei hat, bis man mal anfangen bauen kann, durch. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Zug. Für alle die nicht wissen, es ist Powered-Up-System. Das hat hier eine Akkubox und eine Ausschraubenbatterie drin zutun, wieder hier tun. Kabel hier hinten, sonst bringe ich das nicht zu. Also nicht ganz zu. Da kann man auftun für den Fahrer. Fahrer rein und rausnehmen. Da kann man auftun für den Motor schauen. Auf beiden Seiten. Und, hinten Kofferraum. In diesem Kofferraum hat es drinnen
das Haarteil, dann kann man natürlich auch irgendeinen anderen Stauraum mit tun. 2 Skistöcke und eine Kamera. Wo die Ski zu diesen Skistöcken sind, wo die mein Sohn verstopft hat, erzähle ich euch nachher, ist nämlich eine geniale Idee. Dann haben wir hier den Motor, den kann ich jetzt nicht wirklich rausnehmen, da haben wir das Kabel dran. Und das ist der Schneepflug. Das ist so eine interessante Konstruktion. Die ist auch recht stossfest, von dem her, wir sind schon gespannt aufs nächste Mal, wenn es Schnee hat, ob das A, das mag schieben und B, ob es den Schnee auch von der Schiene kriegt. Wir sehen doch ein bisschen Abstand. Genau, da einfach reinhängen. Insgesamt hat das super krasse Bautechniker, das Zügel da. Und ich euch empfehlen, das noch schon deswegen zu kaufen. Und interessante Teile. Das hier oben ist zur Zierbelüftigen. Kann man einfach so drauf nehmen, ist nur so draufgesteckt. Genau. Jetzt Power-Up-System, wie lädt man das an? Einmal auf die Glocke, einmal auf Fernbedienung, alles blinkt und ihr habt es vielleicht schon gesehen. Die Farbe hat synchronisiert. Bei uns auch das erste Mal grün. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie weitere Mal da drauf gedrückt. Bei meinem letzten Zug, aber ich meinte, die Funktion hat noch nicht existiert. Jetzt existiert sie. Wir haben zuerst gemeint, oh, wir haben den Zug kaputt gemacht und er hat gar nicht reagiert, weil ich hier auch probiert habe. Und da ist nicht Motor, da ist Motor. Habe ich gedacht, oh, kaputt gemacht, weil es ist, nachdem es eigentlich entgleist ist, passiert. Und dann haben wir eben herausgefunden, dass man verschiedene Farben machen kann. Ich weiß immer von der Fernbedienung und vom Zug. Natürlich klar, warum. Wenn man mehr als einen Zug hat, dann weiss man, was für einen Zug dass man dann steuert. Genau, so ist das. Jetzt, Kofferraum wieder reinräumen natürlich, gell? Sonst nicht komplett den Zug. Kofferraum wieder zu. Jupp. So. Dann, was haben wir noch? Zuerst den kleineren Wagen zum Erklären, am einfachsten. Da hat er aber einen Haufen so Fächer zum Auftun. Links, rechts, hinten, vorne. Hat da die gleichen Kofferraumtüren auch da dran. Kann man quasi durch den Wagen durchschauen. Kann man das Panoramadach abnehmen. Interessante Bautechnik. Dann hat es da den Typ mit der Karte und Haufen Getränke. Kann man noch als zweites da reinsetzen. Und auf dem Bett oben kann man aufklappen und dann hat man da so einen kleinen Arbeitsplatz. Genau. Und darunter kann man auch noch Hardteils verstecken, wenn man die nicht rumfliegend haben. Das wäre so ein Wagen. Und dann haben wir hier den etwas grösseren. Der hat hier einen Mensch mit Schneekanonen, den man drüllen kann. Ist auch festgesetzt, dass der dreht sich nicht während dem Fahren, sondern der bleibt. Dann haben wir hier so 2 einzelne Boxen. Da drin hat es einfach nur so Werkzeug in beiden. Dann haben wir hier natürlich den Schneetraktor. Ist eben kein Schneemobil. Hat wunderschöne Raupen, die funktionieren super gut. Fährt auch über die Schiene rein. Kann auch dann hier rauf und auch wieder runterfahren. Genau. Kann nicht da drauf fahren, respektive hier oben drauf, aber dann bleibt es einfach so. Dann hebt es aber nicht und ist es breit fürs Tunnel. Kann mit dem Kran, den ich später noch erkläre, an dem Haken hier gelüpft werden. Funktioniert super. Es geht, wenn man den Wagen kehrt, raus. Es ist nur dazu da, dass es während dem Fahren nicht wegrutschen kann. Jetzt, vielleicht haben Sie schon herausgefunden, wo. Auf dem Wagen hat mein Sohn 2 Paar Ski versteckt. Oder respektive 1 Paar mit jeweils einem Ski. 2 Ski. Ganz einfach. Er hat gefunden, Babi, die passen doch gut rein, oder? Eins da und eins da. Genial, sie fliegen nicht umeinander, man hat sie verfügbar, wenn man will, kann man einfach da schnell drücken und ich muss das so auseinandernehmen und dann tschack, hat man sie schon zur Verfügung. Zum wieder zusammensetzen muss man sie leider auseinandernehmen, aber das macht er nicht so. Genau. Wer hat das schon gewusst? Gerne in den Kommentar schreiben. Wer das eine gute Idee findet, gerne in den Kommentar schreiben. Und ja, sie passen auch in die Locke im Kofferraum, selbstverständlich. Jawohl, das wäre so das. Magnet habe ich gut. Und für die sich das gefragt haben, ja, bis auf die Locke haben sämtliche Wege rote Lichter hinten und vorne. Ich weiss nicht so genau wieso, aber ist einfach so. Genau, jetzt zu den neuen Funktionen von dem Set, eigentlich warum wir es gekauft haben. Wenn der Zug da durchfährt,
Aha. Bewegt sich da etwas. Was passiert, wenn er da durchfährt? Da hat es 3 Steine. Und ja, dann fährt er vielleicht 1, 2 Mal, 3 Mal durch mit seinen Wegen und dann Steinschlag, manchmal lässt auch einen Stein auf, aber irgendwann sind alle unten. Wenn du das nicht willst, kannst du die einfach hier anmachen. Dann geht es entweder länger oder sie können gar nicht runterfliegen. Genau. So. Und sonst kannst du sie da hinten drauf tun, auch kein Problem. Genau. Also, jetzt fahren wir mal eine Runde. Das ist jetzt Geschwindigkeit 3. Da ich es auf einen Tisch mache, demonstriere ich euch nicht, wie schnell man fahren kann, aber ich sage es euch. Ich kann 10 Mal da drauf drücken und das ist Maximum. Wenn man 8 Mal drauf drückt, kommt es manchmal vor, dass es gleich bei 9 jedes Mal, bei 10 sowieso jedes Mal. Wenn ihr jetzt ein bisschen Gewicht dran tut, zum Beispiel noch einen Wagen oder 2 mehr, könnt ihr 9 mit einem Wagen und 10 mit 2 Wagen fahren. Er fährt tatsächlich schneller, aber er braucht ein bisschen Gewicht, dass er mehr gebunden ist. Genau. Jetzt, was passiert, wenn da ein Wagen sich aushängt? Aha. Dann hängt er sich wieder rein. Und zwar mit dem anderen neuen Teil, was er dabei hat. Das ist entweder das erste Mal bei dem Set dabei gewesen, oder ist seitdem in der letzten Variante, die nach dem rauskommt, auch drin. Das ist ein Re-Railer, ist praktisch. Ich nehme an, sie haben es erfunden, weil wenn die Steine runterfällt, vielleicht mal etwas entgleist, oder wenn man es im Schnee macht, dann vielleicht mal etwas entgleist oder so. Aber so oder so, praktische Sache, vor allem für meine Kinder, gehen immer dort hin zum Weg wieder rein tun, ist viel einfacher, vor allem mit diesen Doppelachsen da. Genau. Zu den anderen Sachen, ich fahre mal den Zug weg. Nein, ich fahre noch nicht weg. Zu den anderen Sachen, wie stelle ich den Zug wieder ab? Solange da grün, seht ihr, wenn ich da drauf drücke, fährt es von da blinken. Das geht etwa so 10 Sekunden, bis man das macht. Dann blinkt der da nur noch, jetzt ist er abgestellt. Und sagt dem da, hey, musst du abstellen. Der blinkt jetzt auch noch ein paar Mal. Und am Schluss noch eines so 3 Mal oder 2 Mal. Genau. Jetzt ist er abgestellt. In der Zeit, wo er noch blinkt, könnte man die Fernbedienung wieder anlassen, damit man das wieder kann connecten. Anlassen, einfach wieder da drücken. Verbindet, rückwärts fahren, ankoppeln und los. Genau. So funktioniert das. Denn an dem Gebäude da hat es so einen Haken, oder ich weiß nicht genau, wie man das Ding eigentlich nennt, kann man eine Minifigür in die Hand geben. Und dann kann das da abrutschen. Funktioniert nicht immer. Darum habe ich das gerade ohne Minifigür gemacht. Aber so, wenn man das spielt und hebt, dann geht das natürlich immer. Dann kann es auch aufrutschen. Jawohl, dann nehmen wir mal das Seil ab. Dann ist es nämlich ein bisschen bewegungsfreudiger, das Ganze. Erkläre ich euch zuerst das Highlight für mich von dem Set. Und zwar ist das da der Tunnelberg. Jetzt zuerst so, eben, hat Haufen Sachen dran. Da hat es so zum Auffahren für Schneemobil. Es hat 2 Füchse dabei. Das sind die im Zug, falls ihr gesehen habt, untersucht werden auf dem Bildschirm. Dann hast du da einen Wasserfall, der da runtergeht, da rauskommt, da runtergeht. Ganze Haufen Farn, ganze Haufen Bäume überall verteilt. Und ganze Haufen Eiszapfen. Und auf der anderen Seite da ist die Möglichkeit, dass der Haufen Kletter ist mit der Pixack, wo meine Kinder leider schon verloren haben. Wir müssen wieder welche nachbestellen, dass wir dann wieder raufklettern können, weil die sind grau und so auf grauem Boden sind die irgendwie verschwunden oder vielleicht gestaubsaugert worden. Aber ja, es werden noch 2 Pixack dabei. Und wir können die dann raufklettern, damit die auch raufkommen zum Abrutschen. Jetzt habt ihr gesehen, da innen, wenn ihr reinschaut, ist es eine Art Eingang. Hier auch. Man kann hier dran ziehen. Manchmal geht es gut, manchmal nicht, wie jetzt, wo gerade die falschen 2 Teile abgekommen sind. Das kann man abnehmen. Und die kann man hier wieder anmachen. Da drinnen hat es einen
ein Pickel, der da in dem Holzteil steckt. Dann hat es hier eine Karte, wo drauf steht Wanted. Und da außen ist erklärt, wie viel Geld man kriegt, wenn man hier im Mini arbeiten. Es hat auch ganz viele Goldstückchen drin. Jawohl, so ist das. Und das kann man dann einfach hier halt wieder dran klemmen, indem man das wieder so dran fährt. Und dann kann man hier eben den Deckel wieder drauf tun. Genau, für die der Füchs nicht schade ist und experimentierfreudig sind, ja, man kann die Füchse da drauf tun. Was dazu führt, dass irgendetwas sicher entgleist und das dann wieder eingleist. Nicht zu empfehlen ist Entgleisen zwischen da, wo es wieder eingleist und der Höhle, weil ja, es verkeilt ab und zu, gerade beim Tunnel, was nicht so toll ist. Wie auch immer, haben wir die zwei Füchse wieder angemacht und jetzt so. Für die es noch nicht gesehen haben oder wenn ich das nur deswegen kaufe, das ist die neue Erfindung, die es nur in dem Set gibt bis jetzt. Das ist schön, wo wenn es da das Rädchen drüber fährt, dann tut es jedes Mal die Falle kippen und da innen hat es so ein Stecken. Wenn man den bewegt, geht es wieder rauf und das tut dann da so eine Falltüre bedienen, die da oben einfach angemacht ist. Und dann bitte natürlich irgendwann die runter. Genau. Ist auch sehr stabil so. Man kann das Löpfen mit alles, was angemacht ist und ohne Schiene, oder dann nachher, wenn ich es jetzt zeige, mit Schiene. Ist super stabil zusammengebaut. Lustige Techniken oben und alles. Genau. Kann man einfach mitnehmen und in die Ware tun. Genau. Dann haben wir da mal wieder hier. Security Control. Läuft noch Zeit. So, was haben wir denn noch? Nämlich haben wir noch den Aussenposten. Das eine mal schnell weg, dann ist es nicht im Weg. Das kann man wegnehmen. Macht man einfach da hinter dem Fahrer wieder rein, damit es den richtigen Abstand hat. Es haltet das Ganze auch ein bisschen stabil. Für wenn der Zug rumfährt, bewegt sich das Ganze ein bisschen, ausser auf der Seite, wo der Berg ist. Normalerweise sind die ja immer so ein bisschen oval fahren, je nachdem, wo der Zug gerade hingeht, schiebt es mit. Da aber der so schwer ist, verzieht es das Ganze ein bisschen. Und jetzt mit dem Seil streckt es maximal bis dort und geht halt manchmal ein bisschen wieder zusammen, weshalb man es dann wieder strecken beim Fahren. Das ist die Re-Railer-Schiene. Wenn man da drüber fährt, egal ob es wie aussen oder innen ist, wird es vedriert ab bis zu einem bestimmten Punkt. Manchmal muss man tatsächlich 2 Runden fahren, bis es wieder eingefahren wird. Keine Ahnung wieso, dass es manchmal geht, manchmal nicht. Aber so oder so, cooles Teil. Meine Kinder können immer da gut Fahrzeuge drauf tun. Dann haben wir da so ein schönes, cooles Wägli mit Gitter, zum rundherum kommen, dass der Schnee gut abfließt, nehme ich an. Dann haben wir da so einen Kran, der ist frei beweglich. Und an dem kann man auch Sachen aufhängen, wie ein Schneemobil. Da funktioniert. Kann man so ab dem Zug lüpfen. Genau. Und sonst hat es da noch so Gewicht. Ich habe noch nicht gefunden, wo man die genau einladet. Oder ob die einfach noch so zum Umlöpfen sind für da in der Basis. Dass man die da irgendwie kann dingseln. Oder ob man die quasi aufs Schneemobil aufladet und sie dann vom Schneemobil wieder abladet. Ist wahrscheinlich die Fantasie überlassen. Genau. Dann hat es da hinten eine Schaufel, da so eine Fräse, da eben den Haken zum Abrutschen. Fernbedienung für den kleinen Satellitenschüssel, Solarzellen, Dach kann man abnehmen. Das ist alles ein Teil, das ist sehr interessant. Auch sonst Bautechniken, da hinten hat es noch einen Bildschirm. Das ist übrigens Autoscheibe. Ist gut gemacht, oder? Und dann haben wir da ein Funkgerät, eine Anzeige für wie kalt es draussen ist, ein Medikit, eine Kaffeemaschine, irgendetwas mit einer Glasscheibe, wo man etwas rein tun, wo man sieht, vielleicht für Proben oder so. Genau. Und da das Mädel mit dem Feldstecher. Das hat selbstverständlich auch eine Tür. Genau. Und das Dach kann man da ganz einfach nehmen. Und wieder drauf tun. Und dann kann man das auch so umlüpfen. Geht aber dann ab, wenn man es ein paar Mal auf und ab bewegt. Also wenn man so
ganz normal fährt, ist es besser, aber wenn man dann auch noch Schiene und alles dran hat, dann empfiehlt es sich, das andersweitig zu haben, zum Beispiel am Kran. Genau, der ist doch recht stabil angemacht. Setzen wir es mal wieder zusammen. Genau. Ich gehe mir jetzt so wieder. Schneemobil, Schneedings haben wir natürlich wieder drauf. Genau, das wäre so das. Seile werden wir natürlich auch noch spannen. Und dann, ob ich es glaube oder nicht, haben wir das Ende von dem Review schon erreicht. Wenn euch das natürlich gefallen hat, würde uns das unterstützen, wenn ihr uns das Daumen hoch gebt, dann würde man wissen, dass es gut ist für euch. Ein Kommentar mit gut oder nicht gut, damit wir es verbessern können oder wissen, dass ihr zufrieden sind. Ihr dürft uns selbstverständlich noch gerne abonnieren, wenn ihr noch nicht habt, damit ihr nichts verpasst und die nächsten Reviews von anderen Gegenständen auch mit euch mit, für die es noch nicht wissen. Es gibt immer ein Schweizerdeutsches, dann am nächsten Tag ein Deutsches und am übernächsten Tag ein englisches Review vom Gleichen und dann kommt ein neues Set, solange das Set nicht ausgeht. Wenn jemand für Sets hat, gerne hierhin zum Auslehnen und wieder zurück. Genau. Und würde uns natürlich auch freuen, wenn ihr noch auf unserer Seite bleibt und noch Videos schnell gibt. Oder wenn ihr das da jemandem schickt, der das vielleicht kaufen und sich mal informieren. Genau. So oder so, hoffe ich, euch hat es gefallen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao zusammen!